Ahoi und einen wunderschönen Servus. Ja, nächstes Spiel. Ich habe schon Zeit. Don't Knock Twice. Ist ein kleines Indie-Game, aber was ich gesehen habe, extrem, beziehungsweise komplett an den Film angelegt. Es hat einen Horrorfilm gegeben, ich glaube, wo 2017, 2018, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in dem Bereich auf jeden Fall. Geht um ein verwunschenes Haus, beziehungsweise um eine Hexe in dem Haus, die du quasi wohl rufst, indem du zweimal klopfst und sie dich dann reinlässt. Mal schauen. Kurze Story, aber ich glaube, das Spiel ist ganz nice. Mal schauen. Ich habe schon nur Bilder gesehen. Ich, ich kenne den Film, muss ich dazu sagen, auch schon Zeit her. Aber ich bin mega gespannt. Einstellungen, ui, das geht schon mal gut an. Tongrafik, Spiel. Wir schauen uns mal ganz kurz die Einstellungen an. 1920 auf 1017. Warum nicht? Die 3 Pixel werden irgendwo sein, wo ich es nicht sehe. Pausing ist okay, 60 Hertz ist vollkommen ausreichend für das Spiel, denke ich mal. Warum auch nicht? Anleitung anzeigen, Fadenkreuz, Tipps anzeigen. Wir haben Fadenkreuz, okay. Ich denke, es wird kein Shooter an sich sein. Es ist mehr Horror Hide and Seek. Oh, wir klopfen. Da war es zweimal. Da brennt der Teufel. Ich bin gespannt. Okay. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, euch interessiert's. Gern auch mehr Spiele in die Richtung. Haut was rein. Kommentare, Discord, je nachdem, wo ihr wollt. Ich kenne einiges. Ich habe auch schon einiges von dem Zeug. Aber wenn ihr sagt, hey, zock mal das unbedingt, dann sage ich, ja gut, okay, dann ziehe ich das vorher oder suchen wir es auch dementsprechend um. Okay, wir sind also quasi hier rein. Handy geht. Greifen. Wir greifen. Drücke, um das Handy anzuzeigen zu verbergen. Chloe, lass mich endlich in Ruhe. Was soll ich drücken? Ach, Tab. Okay, wir haben ein sehr modernes Handy. Es ist extrem modern. Nehmen Sie eine Kerzenhalter, um Ihren Weg zu beleuchten. Da hängt Tante an der Wand dran, okay. Es ist... Ach, die ist Kerzenleuchter. Es ist gut dunkel, ne? Ich hoffe, es passt für euch. Soll ich's? Schauen wir mal, wie es mit Feuer ausschaut. Benutze die Kerze. Was? Benutze die Kerze, um Wandkerzen anzuzünden. Ich denke, das Spiel soll dunkler sein, aber geht's bei euch? Ich hoffe doch. Ich mach's, glaube ich, noch einen Ticken heller für euch. Ich denke, YouTube machen wir es gerne mal einfach minimal hoch. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, dass ihr was seht. Bei mir schaut es fast... Bei mir ändert es nicht allzu viel, weil ich ja die Beleuchtung quasi im Gesicht habe. Von dem her müsste es schon passen, aber es wäre schade, wenn ihr dann im Video nichts erkennt. Von dem her. Lieber ticken zu hell wie zu dunkel und ihr seht nichts. Was haben wir denn hier? Greifen. Wir greifen wieder. Greifen. Kann ich greifen? Ich kann das schieben. Ich kann zumachen. Hallo, lieber Laptop. Hallo. Oh. Naja, ich wollte gerade spielen damit. Was haben wir hier? Lesen. Am südlichen Rand der walischen Teil der Again. Am südlichen Rand der walisischen Täler, oh mein Gott, am südlichen Rand der walisischen Täler steht ein atemberaubendes Beispiel dezenten Baustils. Es ähnelt dem Stil des späten 17. Jahrhunderts. Als Kern steht ein mittelalterlicher rechteckiger Turm und ein Innenhof, der den ungewöhnlichen Aufbau des Gebäudes verbindet. Dieser besteht aus Eingangshalle, Salon, Küche, Frühstückszimmer und einem Spielsalon. Im hinteren Teil des Hauses wurde ein
eine sanierte Kapelle angebaut, die jetzt als Kunststudio benutzt wird. Okay. Das Haus ist mit Stufe 2 bewertet und wurde vor kurzem durch den neuen Inhaber, die Webb-Thomas-Familie, vollständig erneuert. Ich bin kein Mensch, der da recht viel Ahnung hat von Immobilien in dem Bereich. Drum Stufe 2. Ich weiß nicht, was bedeutet. Wenn ihr es wisst, gerne Bescheid sagen. Notfalls müsst ihr mal Kathi fragen. Die könnte es wissen. Also ein Mod von mir. Eine gute Freundin. Die ist in dem Bereich tätig. So, hallo. Ihr habt die tollsten Bilder hier. Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich. Wieso sind hier Kerzen halt an der Wand dran? Das würde mich mehr interessieren. Ich meine, auch wenn es mittelalterlich ist, aber... Lesen Tagebuch von Chloe 2016. Sie hat mich für so viele Jahre einfach weggeworfen und jetzt schlendert sie in mein Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Das wird nichts. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht mich mit ihrem coolen Job und großem Haus zu beeindrucken. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich fallen lassen hat und verlassen hat. Ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein. Und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Okay. Bisschen... heftige Story, sag ich jetzt mal. Ich meine, solche Gänge in einem Haus. Klar, platzsparend, irgendwo. Andererseits könnte man doch durch die Räume durchgehen. Einerseits die Bilder gar kein Fan, aber überhaupt kein Fan. Weißt du, was mache ich dann? Dann trenne ich das so ab. Das ist okay. Wieso nicht gleich? Ich zünde mal die Kerzen an, auch mit der Gefahr, dass ich es eventuell... Wir spielen wohl Golf. Auch in der Gefahr, dass ich es eventuell... dass sie ausgeblasen werden. Generell, ich glaube, im Film war es ein altes, verlassenes Haus, wenn ich mich nicht täusche. Hier wurde es renoviert. Wir lesen die Sachen einfach mal. Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Eingebung kann von überall, von allem kommen. Meine wird durch meine Beziehung zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Seitdem ich 9 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Künstlerin werden will und ich habe es immer geliebt, mit Ton zu spielen. Aber erst während meiner Jugendjahre entdeckte ich meine Begabung für die Bildhauerei und liebe es noch heute. Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen machen. Die stärkste Bindung ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Aha. Gut, also irgendwie... ein bisschen eine doppelschneidige Sache, sag ich mal. Wir gehen erst hier lang. Oder auch nicht. Wo klopft es denn da? Hier? Ich dachte, da steht wer, ne? Na gut, okay. Ja, Spielerpotenzial, richtig eklig zu werden. Was Horror, Jumpscare etc. angeht. Gerade mit den ganzen Spiegeln und dem Zeug, ne? Ich bin gespannt. Mich wird's... Sind da so riesen Staubflusen unterwegs oder was ist denn los? Oh mein Gott. Ist hier Nebel im Haus? Mal ernsthaft? Nebel im Haus? Was ist denn los? Und ich sage es immer wieder, überhaupt kein Fan. Gar kein Fan von solchen Bildern, aber wirklich gar nicht. Ich mag so, ich sag mal, okkulte Gemälde schon. Ist es in dem Fall nicht der Fall, oder historische. Die können auch gruselig ausschauen, für manche Bereiche ist mir egal. Aber, ne, kein Fan.
Ist ja dreckig drunter, ne? Ist jetzt zugespachtelt worden? Ich denke, hier ist noch nicht ganz renoviert. Ach, da steht wer. Ich meine, klar, so Kerzenhalter haben einen Vorteil, wenn das Licht ausgeht. Lesen. Amt für Gesundheit und Soziale Dienste, Abteilung für Jugendliche und Kinder, 2. September 16. Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Kurzfristig? Bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe Ann Webb. Also unsere Tochter wohl. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für Ihre Tochter eingerichtet werden kann. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. Freundliche Grüße, Julia Andrews, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Okay, wir sollen quasi schon wirklich deutlich mitkriegen. Hier nicht, das war nur hier vorne, ne? Geht's vermutlich im Keller. Also die Spiegel und das Zeug hat schon wirklich sehr... Ja, hier wird wirklich, ich denke mal, hier wird... Oder ist hier nass? Hier ist nass, ne? Irgendwie. Wieso? Ich dachte, es wird renoviert. Okay, Jumpscare. Wir können raus. Was ist das für ein cooles Ding? Okay. Okay, wir müssen raus und dürfen nicht mehr rein. Was? Also bist du Hirsch, okay. Das war jetzt langweilig. Aber so zum Beispiel finde ich wieder cool. Mag ich. Irgendwo. Ich hätte so einen großen, fetten Enkel auch cool gefunden. Ich dachte, das wäre erst sowas in die Richtung. Ja, hat was. Aber gut, das Überwucherte mag ich schon auch, so ist es nicht. Was ist das hier? Ich sehe relativ wenig, also nicht wundern. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Wo klopft es da hier? Jetzt von innen? Ach komm. Spinn dich aus. So, immer noch kürzer machen. Kürzer machen. Und hier ist nichts mehr, okay. Wie gesagt, ich schaue ein bisschen genauer durch. Ich möchte auch... Ach, da oben klopft die Tante. Du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbstsüchtige Hure. Okay. Die mag uns nicht. Auf jeden Fall höre ich raus. Beziehungsweise hat massiv Angst davor, dass wir es wieder irgendwie weggeben. Was einmal schlimm genug ist, muss ich ehrlich sagen, ganz klar. Also Basketball gehabt. Ja, Spiel. Ach, hier liegt was. Nee. Komme ich rein wieder? Darf ich wieder rein? Irgendwie ja nicht so, ne? Muss ich hier hochkrabbeln? Wie gesagt, ich kenne das Spiel aktuell. Ach, hier ist offen jetzt. Ich habe noch. Ich sehe halt überhaupt nichts, ne? So, Tür zu.
Okay. Liegt der Zettel am Boden, da waren wir schon. Ach, sind wir wieder hier? Okay. Toll. Sehe ich noch weniger wie vorher. Heißt, ich soll Kerze wieder anzünden? Tür aufmachen. Ah. Wir sollen hier hin und sollen das Foto sehen da oben, ne? Hier ist Bär am Boden. Und hier, die da. Schaut irgendwie nicht mehr so freundlich aus, ne? Besser wie das Bild vorher, definitiv. Ich werde mich vermutlich 2-3 Mal erschrecken, ich habe schon gesagt gehabt vorhin. Ach, jetzt sind lauter so komische Bilder, ne? Ja, wenn er meint. Oder sie. Die nicht. Ah, hi. Let me in. Es ist auf jeden Fall ein doch nicht kleines Haus, wo man überall rein kann. Oh mein Gott. Nee. Was ist das hier? Matroschka? An other child goes missing. Wir lesen. Was Bridget Insider, okay. Weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in den letzten Wochen verschwunden gegangener Kinder. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Ah, okay. Ciao. So Nischen und so Ecken, ne? Irgendwie. Riesiges Haus. Ich denke, wir müssen hoch, vermute ich mal. Hier ist zu. Das Bild schaut noch normal aus. Und im Spiegel auch noch. Wäre jetzt cool gewesen. Hier sind... Wir haben Fingerabdrücke, okay. Und Gefühltemperaturen habe ich vorhin gesehen. Warte mal. Hier irgendwo. Da fliegen. Oder sind Orbs. Alles klar. So, da war sie gerade, ne? Würde ich sagen. Was? Okay, ist zu. Ich bin gespannt. Ich weiß, aktuell ist es mehr so erkunden unser Zeug, ne? Methadon, okay, die haben... Ich lese mal. Verschreibung Methadon, die Tablette in mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholfreien Zitrusgetränken auflösen. Wasser ist ein Zitrusgetränk, okay. Lassen Sie die Tablette sich komplett in der Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Web Thomas sind wir, die Frau, also ich vermute mal, also ich gehe davon aus, dass wir das sind. Ich vermute mal, wir haben irgendwie... Hier ist zugesperrt. Das wäre jetzt sowas. Das wäre jetzt ein perfekter Jumpscare dafür, dass man sehen wird. Spiegelreflexionen sind sehr schwer einspielen, aber gut, würde ich sagen. Ganz cool. Das wäre cool, wenn es hier verstehen würde oder sowas, ne, zum Beispiel. Vielleicht kommt es noch. Wobei der Spiegel eigentlich hier nichts gar nicht reflektieren kann, aber naja. Why not? Mystic Child, schon wieder. 9-jähriger Junge, Höhe 1,50 Meter, Haarfarbe braun, vermisst seit Montag, 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über einem weißen T-Shirt, blaue Jeans und weißen Turnschuhe. Okay.
Musik möchte mir mitteilen, dass es gleich irgendwas zum Erschrecken gibt. Dieser Teppich auf dem Teppich, warum nicht? Das Pfeifen ist so komisch. Hi. Schönes Buch. Oder Servette oder Stuhl. Ciao. Okay. Hier war mal eine Tür, ne? Vermutlich. Gehen wir gleich rein. Was bringt sowas? Waren da mal Türen? Oh. Was ist noch das? Ach, das ist der Mittelding. Der Gang. Was? She's mine? She's mine und der Käfig drüber. Okay, cool. Wir haben 12 Uhr Mitternacht. Hi. Die Türen, ne? Hier kann ich ganz hoch. Doch, kann ich. Hier ist noch ein Buch. Karl! Einmal lesen. Tagebuch von Jess. Wenn nur Ben hier wäre, ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze bei allem und so hilfreich beim Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können und es nur wichtig ist, dass ich jetzt das Richtige tue. Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf. Es ist die Liebe, die man empfindet und keiner bereitet einen darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war, und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Okay. Also sie hat wohl irgendwie, ja. Ich vermute mal einfach ihre eigenen Probleme gehabt. Das war nicht wirklich ein Grund, aber gut. Hi. So, Spiel. What do you want? What do you want from me now? Spiel, zeig es mir. Chloe, I'm sorry I cannot help further. I hope the little info I sent help you. Timon spells, myth and magic. Okay. Ich war drogensüchtig, hatte diesen Ausdruck, aber als es sehr schlimm war, dachte ich, dass der mit jemand anderem besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Achso, okay. Gut, die hat. Alles klar. Die Chloe hat wohl irgendwie was. Rumgezaubert, sag ich jetzt mal. Jess und Chloe. Oder versucht. Türen aufmachen, hoffe ich, ist hier im Spiel nicht wirklich wichtig. Wenn es brisant wird, eventuell wenn es die nachrennt oder sowas. Matroschka. Was Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Keine Ahnung. Sag du es mir. Hallo. Hello. Ciao.
Haben wir elektrisches Licht jetzt auf einmal? Ich sehe hier nirgends Lichtschalter, ne? Na gut, wir schauen mal vor. Brennt noch? Du hast vorhin schon gesehen. Schieß mal ein. Oh, so will das Thema renovieren, ne? Hier schimmelt leicht. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Ah. Okay, das ist nice. Das ist nice. Das ist die Kapelle. Das ist die... Ah. Da hat's Voodoo, Voodoo, Voodoo gemacht. Okay, Wasser. Feuer. Nach unten ist Erde. Ist das Wind? Oder Luft? Jessica Webb Thomas, Saphir-Preisträger 2016. Wasser aus der Quelle, um die unschuldigen verschlungenen Seelen zu reinigen. Okay. Ja, irgendwie. Hat uns da Pizza nice? Ich bin bestimmt irgendwas leicht gruseliges, so ein Ding, aber hat da irgendwas als Atelier? Ne, voll geil einerseits. Ich meine, komm, also, gut klar, die Pfütze müssen wir vielleicht reparieren und der Altar ist eventuell ein bisschen übertrieben, aber ich meine, why not? Hier sind die Skulpturen von ihr, okay. Hier ist Vukulu drunter. Denke ich mal, vielleicht bewegt sich das Ding gleich. Okay. Ist das Ton? Hm. Schauen ja Gott sei Dank gar nicht gruselig aus. Was zum Lesen? Tage von Jess, 11. Oktober. Die letzten Tage waren so anstrengend. Chloe hasst mich, aber ich gebe ihr keine Schuld. Ich versuche es wieder gut zu machen und ihr zu zeigen, dass ich nicht mehr die Person bin, die für so viele Jahre unfähig war, auf sie aufzupassen. Sie von mir nehmen zu lassen, war die schwerste Entscheidung meines Lebens, aber es war die richtige. Ich brauchte Selbsthilfe. Manchmal, selbst jetzt, sehne ich mich noch beim Einschlafen nach einem Schuss. Ah, okay. Gott sei Dank habe ich meine Arbeit, die mich ablenkt. Gestern verbrachte ich die ganze Nacht an meiner neuen Skulptur. Ich bin mit dem Entwurf immer noch nicht ganz zufrieden, aber es kommt der Sache näher. Ich wünschte nur, ich könnte dasselbe in meiner Beziehung mit Chloe sagen. Ähm, warst du vorhin auch schon da? Okay, ich. Ah. Ich sammle. Also, wir müssen die Beschwörung noch machen, oder wie? So verstehe ich das jetzt auf Anhieb.
Warum machst du das mit mir? Ich hoffe, du stirbst. Okay. Die hat keinen Bock auf uns. Okay, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, bevor wir da reingehen, machen wir es in der nächsten Episode. Ähm, Spiel den Pfad auf. Ich hoffe, euch gefällt es soweit. Ich sage euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao. Und habt die Ehre. Bye, bye.